Einen Augenblick bitte. So. Heyo. Abend. Es dauert nicht mal lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wo willst du keinen sich mit dir spielen? Ich stecke mit meinem wichtigen Gespräch. Wuff, wuff. Ich hätte ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Sag mal, welches von diesen Fotos stammt gleich nochmal von dir? Das ist natürlich eine sehr gute Frage und damit ein herzliches Alola an alle Pokémon-Freunde draußen. Hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Mit einer epischen Titelmelodie. Ja, endlich geht's los. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Natürlich aber erstmal hier kurz Charakterwahl, damit es gleich wieder vorwärts geht. Ja, vom T her bin ich vermutlich eher das, ja. Haarfarbe wäre eigentlich eher das hier. Nee. So. Das bist also du. Ja. Vielleicht können wir ein bisschen bräunen, wer weiß das schon. So. Mal buchstabieren. Okay, buchstabieren wir mal. M. Alter, das ist klein hier. I-K-E-L. Michael. Yeah. Michael, hab ich es noch nicht gehört? Ja, natürlich. Mann. Die gleiche Frage. So. Tschip. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Michael. Neue Pokémon im Hintergrund. Also, 1 mittlerweile. Wofür ist gerne bereit? Toll, der Name steigt ein wie ein Donnerblitz. Das ist Leben, eine Kanto-Attacke. Ich freue mich schon darauf, dich persönlich willkommen heißen dürfen. See you later, Alligator. Okay. Hey Michael, hilfst du mir bitte mal beim Vorbereiten für den Umzug? Naja, komm ja schon, Mutti. Und damit beginnt für uns ein neues Abenteuer. In der Alola-Region. Schnell, weg hier. Hey, da ist sie. Scheiße. Geh nach. Nein. Schaufelingskurve. Krieg dich. Rechtskurve. Oh nein, es geht jetzt weiter. Was jetzt? Wir haben die Süße. Oh, Mist. Nein. Bitte nicht. Und damit starten wir ein neues Abenteuer in vorerst mal Pokémon Mond. Fürs Erste. 3 Monate später. Was, wir haben so lange gebraucht für den Umzug? Ernsthaft jetzt? Wo fällt's? Ah, es ist herrlich idyllisch. Unser erster richtiger Abend mit dem Mond von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskarten uns auszupacken. Ein Mauz im Hintergrund und es ist kein Alola-Mauzi. Mauzi, gehst du bitte Michael holen? Miauz, genau. Ach ja, die Alola-Formen.
Aber alles, wenn so weit ist zum richtigen Zeitpunkt. Was, unser Zimmer? Relativ groß, wa? Was denn das? Ein Tito-Sitzkissen? Miauz! Hey, ich habe eine Wii U mit einer Wii-Fernbedienung. Wieso keine Switch? Das ist eigentlich super Material zum Promoten gewesen. Naja. Was wollt ihr denn von mir? Ich penne doch schon. Vielleicht geht's wieder weg, wenn ich einfach nur so tue. Miauz, steh auf, Mann! Nö, ich will pennen. Es ist Nacht, Alter. Wenn der Mond draußen ist, Mitternacht, ich will schlafen. Ich dreh mich wieder um. Okay, Mauzi. Und ich wollte Let's Playen, wa? Scheiße, mit erstes Pokémon und so weiter. Mitten in der Nacht muss das sein. Ja, jetzt stehe ich halt auf. So, zufrieden, Mauzi? Miauz, genau. Naja, offenbar schon. Gut, Freunde. Jo, es geht endlich los hier mit dem Let's Play Pokémon Sonne und Mond. Wieso beides? Das erkläre ich später noch ein bisschen genauer. Das macht Pokémon Pikachu. Jetzt mal alles ein bisschen erkunden und so weiter. Wie ihr bereits schon gemerkt habt, wie ich so synchronisiert habe, ich zock's nicht gerade zum ersten Mal. Ich zock's nicht gerade frisch zum Release, weil ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Das war auch nötig, damit es ein bisschen ein anderes Let's Play ist als andere aktuelle Sonne-Mond-Let's Plays. Wobei, so ist es eigentlich auch nicht, aber doch ein bisschen noch. Gegeben hat, Fahrt, okay. Ah, cool, speichern. Yeah. Option erst einmal. Natürlich auf dran, wenn es schneller geht. Und natürlich Kampfstil wechseln auf nicht wechseln. Und zwar deswegen, wie es im Anime auch so ist, wenn man halt irgendwie eine Nuzlocke-Challenge machen, so machen wir es eigentlich auch mal meistens auf nicht wechseln. Sodass ich halt nicht auf, ja, das wechseln kann, was der Gegner mir vorsetzen möchte. Sofern eigentlich logisch, oder? Wie im Anime eben. So. Da ist ein Globus, man sieht sogar Afrika. Selbst auf diesem kleinen Globus sind Kanto und Alola weit voneinander entfernt. Was? Kanto, ja gut, Europa sehe ich noch, ja. In Afrika und vielleicht da hinten noch irgendwie Australien, aber das war es eigentlich auch schon. Hä? Aber gerade ehrlich gesagt Australien oder Südamerika, Entschuldigung. Wie kommt ihr auf Kanto und die Entwickler waren zu faul, das einzubauen? Ich glaube sie nicht, ey. Gut, wir gehen wieder raus. Wir haben ein schönes Bett, ist cool. Mama, wo bist du? Dein Maus hat mich geweckt, was soll der Mist? Also, mitten in der Nacht. Du hast tief und fest geschlafen, wa? Jetzt hast du sicher nur so viel Energie. Bin todmüde, wieso hast du mich aus den Federn geholt, Mensch? Und Michael war so schon auf Alolas Pokémon. Nö, weil mittlerweile kenne ich schon alle neuen auch Alola-Pokémon, allerdings nicht die Story. Und damit direkt jetzt schon mal noch zum Erwähnen. Alles Story-Bedingte ist für mich noch fremd, soll auch so bleiben, ich will nicht gespoilert werden, bitteschön. Aber allerdings, wie bereits erwähnt, Pokémon, was da alles gibt. Neue Pokémon, Alola-Pokémon, bis da halt auch auf die legendären, wegen Spoiler, Alarm, eventuell. Weiß halt bereits und ja, auch wegen, ja, geht dann natürlich auch ums Team zusammenstellen und so weiter und so fort. Deswegen, also, geht so. Ach was, dann wirst du bestimmt schon bald sehr zu schätzen wissen. Da klingt für mich so, als wusste Game Freak, ja, die meisten Leute, wenn unser Pokémon nicht gefallen, bauen mal so etwas ein, war. So quasi die Mutter, wenn die dem Jungen sagt, ja, das sind aber coole Pokémon, dann der Junge, ja, Mutti, weil sonst gibt es ja kein Taschengeld. Naja. Ein Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Paradies, ja, man hat es vorhin gesehen, war. Geheimnisse, Gefahren hier im Paradies? Naja. Bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Naja, wer ist gerade erzählig? Was, um die Zeit? Natürlich klingelt, das kann eigentlich nur Professor Kokohi sein. Machst du bitte auf, Michael? Was will der um die Zeit hier bei uns? Sind die pervers oder was? Steh Malasadas! Malasadas? Bitte Malasadas, Uff. Ein Togedemaru abgeschlägt. Der Togedemaru ist im Prinzip das neue Pikachu-Verschnitt. Also, Elektrostahl. Ein Stahl-Pokémon abschlecken. Alter. Eine ernste Miene aus. So. Wir haben durchaus Zeit, Freunde, uns ein bisschen was umzugucken, da ich die ersten Folgen sowieso länger machen werde. Mindestens 30 Minuten und so weiter. Das hat seinen Grund, dazu wie gesagt später noch ein bisschen mehr. Was? Den haben wir in Alola neu gekauft. Ja, willst du den Kühlschrank umziehen oder was?
will gar nicht wissen, wie teuer der Zoll dafür wäre. So, was ist das, ein Raum? Ja, ich glaube, ich werde... Hallo? Keine A-Button-Funktion, nix. Schlecht programmiert, Game Freak, schlecht programmiert. Ich sehe schon komisch und erster Strike hierfür. Nee, also, schlecht programmiert. Ich weiß nicht, habe ich es extra übersehen oder... Ah, hier war das Bett. Okay, hab nichts gesagt. Mensch, mir bevorzugt. Aha. Ich wollte gerade sagen, hey, Freunde, das ist, glaube ich, das erste Spiel, also die erste Spielereihe, wo die Mutter des Spielers ein eigenes Zimmer hat. Ein eigenes Bett, das hat sie sonst ja nie. Wahnsinn! Was? Warte mal ganz kurz. Hab ich gerade die Tür gehört? Ah, warte, gerade wäre die Haustür gewesen. Mach mal auf, wa? Bitte was? Der kommt einfach selber rein? Wie unhöflich. Hallo Michael, ich bin Professor Kukui. Endlich dich persönlich kennen. Freut mich sehr. Nice to meet you und so, wa? Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, wa? Kommst du mit Zeitverschiebung zurecht? Ich bin total müde. Mach hin, Alter. Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Alter, die ganzen Kanto-Anspielungen, das ist echt Wahnsinn, Freunde. Vor allem bei Carlos ja auch schon. Und jetzt auch wieder. Was haben plötzlich alle Leute mit Kanto? Klar, coole Generation, erste Generation, aber trotzdem. Vielleicht fühlt es sich noch an wie Abend an, oder? Draußen ist Nacht, natürlich ist Abend. Oh Mann. Hallo, Professor Kukui, wir sind gestern in Alola eingetroffen. Mein Name ist Hause. Sie war so frei, mich selbst reinzulassen. Ach, das mit dem Professor lassen wir mal lieber, wenn es so recht ist, wa? Warum denn so formell? Ich bin eher so der coole Guy, wa? Nutzen wir uns doch einfach, wa? Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Alola! Vielen Dank, Alola, Alola. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, war natürlich du damals gegen die Einleiter von Kanto gekämpft hast. Was? Der? Aber ich bin endlich hier. Haha, er war damals in Kanto, um da Pokémon-Attacken zu erforschen. Obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arenaleiter ganz schön alt aussehen lassen. Tja, der Scheiße gelaufen war. Hat nichts gewonnen, keine Orden. Mist war. Aber genug von Kanto. Übrigens, Leute, wir wissen mittlerweile auch, dass Alola, also 7. Generation halt, spielt ja offenbar einige Jahre nach der ersten Generation und auch einige Jahre nach der zweiten Generation. Interessant. Lass uns doch die Nachbarstadt besuchen. Doch kannst du den Inselkönig treffen mit etwas Glück, der hältst du auch ein Pokémon. Ein Pokémon? Was ist das? Noch nie gehört. Inselkönig, was denn das für ein Scheiß? Richtig, Mann. Inselkönig ist ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Und er gibt allen Kindern Lilly... Was? Und er gibt allen Kindern in Lilly... Allen Kindern in Lilly I. I. Wie spreche ich das aus? Lilly I. Und er gibt allen Kindern in Lilly I, die bereit sind, sich an große Abenteuer zu stellen, lieben gern ihr erstes Pokémon. Na sowas, und er bekommt echt ein Pokémon von ihm? Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Wieso nicht von dir? Kukui, du bist doch der Professor hier. Ja, bloß du bist so ein armer Schlucker, der irgendwie am Strand lebt. Ein total verwahrlosten Pokémon-Labor und gar keine Cola für eigene Pokémon. Zwinker, zwinker. Worauf wartest du noch, Michael? Geh und hol schnell deine Sachen. Mützen und deine Beutel findest an Umzugskartons in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Das liegt auf dem Schreibtisch. Ja, vom Papa habe ich schon gesehen. Ja, Mann, Mützen sind cool. Naja. So. Wie schmoppt man sieht, man sind gerade erst eingezogen. Ist doch alles total dreckig und staubig. Ein Ditto-Kissen. Das ist gerade schwul. Ein Pokewedel. Ich rede erst. Wie so ein Pokewedel. Ah, im Auto zu spielen oder was? Ja, ich habe nur die Kisten, also. Ist eigentlich schon klar, war. Bett steht bei mir, Schreibtisch einigermaßen. Entertainment System, alles ready, sofort loslegen. Alles weitere, naja, kann warten. Du durchwühlst die Umzugskiste. Du findest deine Mütze und einen Beutel. Beutel. Dein Beutel. Dein Pokémon-Beutel, der Beutel. Yeah, we are ready. We are one. Nee, falsche Serie. Entschuldigung. Bin gerade kurz irgendwie zu Dragon Ball Z abgedriftet. Du bist echt witzig, Mauzi. Was, kann das Vieh sprechen? Miauz, genau. Jetzt wärst du reisefertig. Viel Spaß. Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich alleine auspacken. Ich wollte gar nicht die Hilfe anbieten. Dafür, dass du mich so mitten in der Nacht geweckt hast. Oh, ein Weilmeimer.
Da links. Ich will, dass sich dein Pokémon uns wohlfühlt. Mhm. Wow, stylische Mütze, Kleiner. Danke, Opa. Miauts. Nö. Oh Mann. Deine Mutter scheint sich sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken, wa? Wieso eigentlich auf die Socken? Ey, ich habe sowieso immer Schuhe an. Ab nach Lilly, dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Was? Wir besorgen mir... Ah, okay. Nö, ist schon gut. Da geht jetzt los, Freunde. Alola. So. Das gehört ja anders zum Prolog. Der Prolog ist... Ja... interessant, aber ich finde auch ein bisschen lange bis zum ersten Pokémon. Warum, erkläre ich auch später noch. Ich glaube, in Part 2 oder 3 wird es dann sein. Ne, Part 2. Oder? Mal schauen. So. Hey, Mann, wo willst du hin? Hier geht's lang. Hey, Zorro. Wo läufst du denn hin? Ich habe keine Karte. Wo soll das wissen? Ich kann so mit Zorro ansprechen. Nee. Das ist voll die Beleidigung. Also dann, willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie. Ja, überall. Bis das feindliche Team auftaucht. Stehen in Alola alle Türen offen. Echt? Bisher war es ja alle geschlossen. Dem Inselkönig vorstellen. Alle Türen offen, muss ich mal checken. Hey Kumpel, was geht? Einen ordentlichen Sprint. Den B-Knopf gedrückt, gesprintet wie verrückt. Wuffels? Wuffel! Ach ja. Aber sonst generell die Interaktion mit Pokémon und Mensch finde ich schon sehr geil hier. Was? Das ist eine Route 1 hier? Vieles kommt gar nicht hin. Hallo? Spielfehler auslösen. Ohne Pokémon. Na egal. Na, Mister? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mit anderen Spielern Pokémon zu tauschen oder einen Pokémon-Kampf auszutragen. Ja, es sind ja auch schon vermutlich irgendwie... Es müssen etwa 10 Jahre vergangen sein seit der ersten Generation. Warum? Ja, das war vermutlich erst gegen Ende des Pokémon Mondruns. So, rennen natürlich. Ich habe ein Item gesehen. Das ist ein Item! Will ich! Ah, ich hab gefangen. Mist. Wie gefällt's dir, Lola? Ich bin immer noch hundemüde. Nee, ich will mal nicht einleben. Ich will... Oh Mensch. Meister Koko, heute müssen wir unbedingt ganz bald eine Attacke empfehlen, ja? Mhm. Ich bin ein größter Fan. Ein kleiner Schleimer. Dann kämpfen wir. Yo, Mann. Das ist offenbar hier der beste Kumpel von allen. Ein Pikachu. Pikachu. Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Entschuldigung. Schau, du kannst mit Pokémon so rasch noch versuchen, wilde Pokémon für ein Team zu fangen. Aber natürlich brauchst du erstmal ein eigenes Pokémon. Ja, das machen wir später. Ah, ich will Item. Ich will Item. In einen anderen Kampf antreten. Freunde, das Rechts-Pokémon. Gut, ihr seht vielleicht, doch, auf YouTube müsste eigentlich aussehen. Das ist doch ein irgendwie blau-graues Mauzi? Ja, dazu später mehr. Dass die mehr drauf hat. Los, das Mangonio! Mango! Das andere sagt einfach voll nix. Lilly, die geht's direkt vor uns. Naja, Pokémon-Kämpfe. Natürlich kommen die auch noch, gar kein Problem. Aber alles mit der Zeit. Denn erstmal brauchen wir unsere Starter. Unser Starter. Da haben wir auch schon. Das hier ist wunderschöne Lilly. Milli, Kaburik von allem verehrt. Kaburiki? Hat er gesagt, dass wir uns hier alle treffen? Wo ist er denn? Der Insel King? Der Island Champ? Schutzpatrons Kaburiki. Ja. Was wäre denn da im Hintergrund für ein Pokémon? Das ist gerade ein Raupi. Was anderes klingt, als hätte es die übelsten Blähungen, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Ich habe schon einige gehört. Das ist halt. Nee, ja. Gut. Von wegen alle Türen stehen uns offen, sind alle zu. Na, ist auch Nacht.
Gut, Freunde, wenn auch alle später noch machen. Das, ja, eben hat auch einen Grund, weil es ein bisschen sonst länger dauern würde. Und ich noch ein paar Überraschungen habe pro Part und so weiter. Habe auch genug Zeit, um hier wieder mal ein paar Worte zu finden, wegen dem Let's Play und so weiter. Weil ich habe ja noch ein Infovideo hochgeladen bezüglich der Frage, wollt ihr, dass ich Pokémon Sonne zocke oder Pokémon Mond? Welchen Starter soll ich nehmen, etc. etc. Was ist denn los mit dir? Warum ist das doch in Ruinen? Das kleine... Da muss fast ein Pokémon sein, wa? Was wir im Prolog gesehen haben. Ja, wie ihr seht, ich bin ja Schweizer, haben Kompromiss gemacht. Wegen Neutral und so weiter, kann man sowieso nie entscheiden. Deswegen zocken wir beide Sonne und Mond, den Playthrough, also sprich das Spiel und so weiter, werden wir hauptsächlich mit Mond machen. Mit Sonne zeige ich dann all das, was anders ist als im Mond. Also gut, natürlich Tag-Nacht-Vergleich jetzt nicht, aber zum Beispiel irgendwie das andere legendäre Pokémon, ein Event anders ist, eine andere Kulisse, ein anderer Storyteil, falls es so sein sollte. Machen wir so. Aber er wollte hauptsächlich Mond haben und daher soll jetzt halt hauptsächlich Pokémon Mond. Und am Schluss dann, wenn es irgendwie darum geht, gegen andere Trainer anzucatchen, ne? Ich meine, das im Titel steht, so Let's Catch 'em All. Dann wechseln wir vielleicht auf Sonne, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil mein Ziel ist hier, und jetzt kommt eine große Überraschung, Freunde. Das Let's Play ist erst dann zu Ende, wenn der Pokédex voll ist. Alle alten plus alle neuen Pokémon. Das klingt nach viel, ist ja nicht wirklich der Fall. Weil, ja, Alola-Pokémon gibt es sowieso nicht so viele neue in etwa. Naja, sag es mal nicht, für die, die es nicht wissen wollen. Und die ersten 6 Generationen habe ich bereits gefangen. Und zwar alle auf Omega Rubin. Oder? Ne, Alpha Saphir, Entschuldigung, Alpha Saphir, genau. Und mittlerweile alle, es fehlen noch 2 legendäre Event-Pokémon. Arceus und dieses Meldedetta, also dieses Sing-Pokémon aus 5. Gen. Letztes bekomme ich noch im Verlauf des Dezembers, ist ja per Geheimgeschehen weltweit. Arceus muss noch gucken, woher ich das bekomme. Und ja, halt hier noch alle neuen Pokémon plus ja, Event-Dinger hier aus 7. Gen vielleicht auch noch. Mal gucken, wie und wann ich die kriege. Und zumindest weil der Professor sagt, jo, Pokédex ist voll, weil da sind normalerweise Event-Pokémon nicht dazu. Also so Event-Legendäre wie Celebi oder Mew zum Beispiel sind da nicht dazu. Dann ist das Let's Play für mich beendet. Deswegen, let's catch 'em all. Wir müssen noch so viel tun, ey. Tauschen aus der ersten 6 Generation wie Pokémon Bank, aus der ersten Gen tauschen. Wow. Wilde Habitax! Ach du Scheiße! Ich hab Angst! Hey, wieso hast du Angst? Wenn man jetzt mal ein bisschen die Cover-Pokémon anguckt, war also sprich die legendären hier von Sonne und Mond. Könnte es eine Art Babyform davon sein? Nee, geht nicht. Legendäre Pokémon könnte ich gar nicht entwickeln. Obwohl, Manaphy und Fione. Mein Manaphy kann Fione ausbrüten, aber entwickeln geht nicht. So, habe ich noch etwas? Nö. Gehen wir direkt mal los, wa? Hallo? Wer bist du? Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Wölkchen? Ah, der Spitzname. Ich dachte gerade, hey, ein Pokémon, das Wölkchen heißt? Piu, piu. Ich habe Angst. Piu, piu. Nö, da ist unmöglich ein legendäres Pokémon. Mir schlottern richtig die Knie. Obwohl. Ja, mein Celebi war damals auch ziemlich scheu. Wow! Ich wollte gerade rennen. Okay, dann. Okay, dann schleiche ich halt. Was? Freunde, schleichen geht nicht. In Uras und XY konnten wir schleichen, das geht ja nicht. Hey, wie soll ich denn jetzt Pokémon anlocken, Hungras? Hä? Okay, sind wir noch, wenn es weit ist. Also sprich so Chain-mäßig, also Kettenfanger-mäßig, wenn ich irgendwie ein seltenes Pokémon haben möchte, mit einer seltenen Attacke, Fähigkeit etc. Das geht hier offenbar anders. Wir kriegen dich! Ja, Habitag! Boah, was sind das für nervige Kanto-Pokémon? Schon wieder Kanto! Wölkchen! Das war eine miese Idee! Hilfe! Was?
Hä? Was zum Henker? Alter Falter. War das echt Kapuriki? Der Schutzpatron der Insel? Piu! Was für ein Glück! Was hättest du wieder deine Kraft eingesetzt? Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich noch, wie sehr du das letzte Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen, ja? Aber eigentlich müsst ihr mich wohl bei dir entschuldigen. Dann hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ein Reich gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Piu, piu, kein Problem, Mann. Was hast du? Glitzer, Glitzer. Piu, piu. Piu, piu, so wegen Schießen, wa? Piu, piu. Glitzernder Stein, da fühlt sich wieder ganz warm an. Was? Oh, entschuldige, kann ich wohl gar nicht sagen, danke, dass ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Okay, was ist mit dem Inselkönig? Eigentlich geht es mir eher darum, wer sie eigentlich ist. Nö, sag ich dir nicht. Dieser Stein, der gehört dir, oder? Wieso längst vom Thema ab? Übrigens, coole Poketasche. Ist das die Entwicklung vom Pokéball? Ein Glitzerstein. Hä, wo glitzert der? Sieht der aus wie ein Fossil? Bitte fragt niemand mehr etwas vom Wölkchen, ja? Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, geh wieder zurück in die Tasche. Nein, ich will nicht, der ist doch stickig. Ah, na gut. Ja, geht ihr nur zurück, ich gucke mir hier ein bisschen um, wa? Also, ich meine, es wirklich nach einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfallen, aber können Sie wohl uns zum Dorfplatz begleiten? Natürlich tut das Spiel auch das abfangen. Hä? Wow. So, sonst etwas, was ich gerne mitnehmen könnte? Nö. Hier müssen wir sicher noch später hin, wa? Wir haben eine neue Funktion. Den Beutel! Wir haben einen Beutel! Das ist nichts Neues. TM, ihr seht schon, keine VM. Wieso denn das? Ja. Es gibt keine VMs mehr. Endlich sind die nervigen VM-Viech-Sklavendinger tot. Nie mehr VMs einsetzen. Halleluja. Da ist vielleicht sogar die geilste Neuerung in der 7. Gen, die es überhaupt gibt. Keine VMs mehr. Ja, aber Surf und Kaskade sind doch coole Attacken. Ja, die kann man ja auch anders beibringen, wa? Ja, wenn noch der alte klassische Sound jetzt im Einsatz kommt. Ist aber ziemlich viel Trubel fürs erste Pokémon, war. Alter Falter. Hey Michael, Inselkönig hast du nicht gefunden, wie es aussieht. Dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt, schön. Da freut er sich so. Genau, richtig vor. Also, sie ist meine Assistentin. Wie, ja, mein Name ist Lilly. Was, Lilly auf der in Dörfchen Lilly I? Wow, ist mal sehr originell. Du bist näher angekommen. Ich wäre schon eben das ein oder andere zeigen könntest. Du bist also bekannt von Professor Kokoi, wa? Nice to meet you und so. Wo ist mein Pokémon, wenn ich schon mal extra aufstehe? Schau nur, Halla, unser Inselkönig ist zurück. Halla? Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Halla, Halla. Ich bin Halla. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Das will ich sehen. Es ist der Typ aus dem Intro. Geil, Mann. Ja, Mann, ich bin Halla Halla. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Hallo, wann sind wir losgesteckt? Oh, ich bin meinen Pflichten aus Inselkönig nachgekommen. Wenn es irgendwo auf dem Mille Probleme gibt, ist meine Aufgabe, die zu lösen. Ich habe auf dem Weg her Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es irgendwelche Vorfälle, während ihr fort war, Lilly? Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen. Hallo? Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einem Habitat angegriffen, doch dieser Junge hier ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke jetzt mit beiden darauf eingebrochen. Und während sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Ja, hallo, hallo. Wow, unglaublich. Hut ab. Kapuriki ist im Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst sein Herz bewegt haben. Kokoi, dieser junge Mann, hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommst du ein erstes eigenes Pokémon von mir. Na, endlich, ey. Alter, der ganze Parking drauf. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass er dem Fall als Pokémon-Trainer einschlägt. Ja.
Darf mir vorstellen, ich bin Holler. Ja, mittlerweile gemerkt. Das König von Mele Mele. Hallo, hallo. Willkommen in der Alola-Lola-Region. Kuko hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Sag mal, ist das ein Relauf von der 5. Gen? Rede mich ein bisschen daran, weil damals wurde auch so viel gequatscht. Kommt, meine kleinen Pokémon, die wollen sicher auch willkommen heißen. Blip, blip. Oh Mann, es sind die 3 Starter-Pokémon. Schon ein Raub im Hintergrund. Hier hätten wir zuerst Bau, 2 Pokémon vom Typ Pflanze und Flug. Ja, eine Pflanzeneule. Mit Spitznamen Domi. Bauhu, Bauhu. Als nächstes darf ich dir Flamia vorstellen, ein Pokémon vom Typ Feuer, was immer ziemlich cremig reinschaut. Aber kein Wunder, das siehst du später noch. Miauz, genau. Was? Mause 2.0. Und zu guter Letzt hätten wir hier noch Roppal, ein Pokémon vom Typ Wasser. Robbe, 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 yeah, ich bin eine coole kleine Robbe mit einer, irgendwie, wie heißt das Rentier schon wieder? Rudi das Rentier? Nee, der Rudi war auch eins, aber, verdammt, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Ja, mit so einer roten Nase halt, war. Aber es eigentlich eher auf dem Clown-mäßig war. Welches Pokémon wählst du? Ich wähle das Pflanz-Pokémon Bautz. Das Feuer-Pokémon Flamiau. Das ist also Pokémon Roppal. Ich kann mich nicht entscheiden, der Druck ist zu groß. Ich wähle das Ende dieser Folge, Freunde. Yo, mit diesem kleinen Cliffhanger starten wir in die Pause. Nächster Part dann. Ich jetzt mal direkt morgen dann nachgelegt, aber dann ein bisschen länger, aus Gründen. Ja, für ein paar Titel werden wir vielleicht auch schon. Ne, ich glaube es auch noch nicht. Mal gucken, wie wir uns dann entscheiden werden. Aber es ist ja auch so, ihr habt mir einen Kommentar geschrieben, vom Infovideo bereits erwähnt, welcher Stadt ihr gerne hättet. Und anhand dieser Wahl habe ich mich für etwas entschieden. Und diese Entscheidung werden wir in der nächsten Folge dann erleben können. Wieder hier frisch und munter, nachts. In Alola, wo wir dann gerade pennen sollten oder was weiß ich, ist ja egal. Ich sage vielen Dank hier soweit fürs Zusehen. Ich hoffe, es macht das soweit auch genauso viel Spaß wie mir auch. Würde mich natürlich sehr über einen Kommentar und Daumen nach oben freuen und dann sage ich mal Alola, Lola, Lola, liebe Leute. Bis zum nächsten Part hier zurück beim Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Ciao zusammen.